sind jetzt da im Quartier Peter May und es ist alt und neu. Das ist gerade die Lobby von unserem Apartment. In diesem Shop haben wir da unser Drink gekauft und sonst Kleinigkeiten. Und da kann man draussen ein bisschen chillen und ein bisschen umsurfen und hat Free Wifi und so. Jetzt ist es recht leer. Morgen ist das am voll mit anderen Laptops und PC. Oder manchmal gibt es da auch Bühnenshows mit Live-Musik. Und da hat es irgendwie ein stylisches Restaurant. Wir sind zwar nie gegessen, aber einen Kaffee getrunken. Und der Kaffee war sicher gut. Der Kaffee ist gut, ja. Ginger heisst es. Und die Tische sind mega lässig gemacht. So abgeschliffen. Das ist eine Pool-Arena. So ein kleines, herziges Pool zwischen den Apartments, um sich zu erfrischen. Willst du dich erfrischen? Hey. Postkartenmotiv für Kinder. Hier hinten im Glas kann man mega feines Mittag essen. Etwa für 7 Franken kommt man einen mega Teller rüber, so mit Polenta oder Reis und so Südfleisch, das ist mega fein. Und jetzt zeige ich euch, wie ein Supermarkt hier in Curaçao aussieht. Gar nicht so viel anders wie bei uns. Wir stehen jetzt da gerade vor dem weltbekannten Laden Fashion.com. Und wir gehen jetzt mal reinschauen, was denn der weltbekannte Laden Fashion.com so zu bieten hat. Schatzi, findest du etwas? So mega herzige Kleidchen. Das ist Fashion.com etwas, das ich kann zwar nicht online kaufen, aber online Genau, schauen. mal auf Fashion.com. Nein, wir müssen gehen, es ist nämlich nichts dort. Schatzi hat seit neuem kein Fondue mehr dabei und jetzt denkt sie hat Platz im Rucksack. Und jetzt kann sie wieder Kleider kaufen. Jetzt fragen sich alle, warum nimmt die ein Fondue mit in die Karibik? Ja, das fragen sich jetzt alle und wir werden es vielleicht in den Kommentaren auflösen, wenn ihr fragt. Könnt ihr mal unterschreiben, was ihr denkt? Genau, warum nehmen wir das Fondue mit in die Karibik? Die Geldfrage ist, wie es überhaupt aussehen wird. Nie ein Kreuzfahrtschiff da gewesen wäre, dann würde wahrscheinlich die Promenade gar nicht so aussehen oder hätte es auch nicht die Restaurants da. Aber es wären vielleicht auch andere Preise da in der Umgebung. Aber ja, man weiß nicht genau, was alles damit zu tun hat, dass jeden Tag so ein Kreuzfahrtschiff haben. Ja. Es wäre spannend, um so einen Schalter umzuschalten, um zu schauen, was würde passieren, wenn jetzt die nie da gewesen wäre. Aber Curaçao gehört ja eigentlich zu den reichsten Inseln der Karibik. Und ich denke schon, dass da die Kreuzfahrtschiffe auch etwas damit zu tun haben, oder meinst du nicht? Ja doch, ich denke das und wahrscheinlich das Öl, das
das Benzin, was machen, aus dem Öl von Venezuela. Danke vielmals, dass ihr das Video geschaut habt. Links seht ihr unser erstes Video und rechts unser nächstes, das auch gleich bald online sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!